Het Welt am Sonntag hat für eine paar Main getitelt, Wirtschaftsministerium in Deutschland plant Zwangsladepausen für Elektroautos. Das durch ums gangene Gesetz zu machen, was da möglich am Fall, wo nicht genug Strom am Reso ist, Ladestationen für Elektroautos großflächig, also für paar Stunden auszuschalten. Für was die Idee haben drohen wir ja durch die gezielten Energiewende, die in Deutschland viel gesehen hast, du wackelt Stromversorgung, Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, auch von denen sie nicht gern hört. Die bringen einfach eine konstant und zuverlässig Stromversorgung. Sie gehen aufgeschaltet, also sie gehen durch volatil, unsicher, erneuerbare Energie ersetzt. Gleichzeitig soll aber auch immer mehr Strom benutzt gehen bei Autos, bei Heizungen und etc. Das Problem mit der Versorgung ist also ganz akut. An die Versorgungssicherheit, die wir an den letzten Jahrzehnten hatten, werden wir mit der forcierten Politik, wie wir es gesehen wahrscheinlich nicht mehr so gesehen, weil wir auf unsicher, volatil Stromquellen setzen. Volatil heißt, dass die Stromproduktion nicht konstant ist, nicht sicher ist über Zeit. Das kann kurzzeitig sein, von Stunde zu Stunde. Das kann auch über Langzeit sein, über die Jahreszeiten. Stromerwand sind eben volatil Stromquellen mit abrupten, saisonalen Schwankungen. Kurz an Detail, Solarenergie am Winter haben wir eine schwache Sonnenausstrahlung, an dem nur produziert, eine Solaranlage am Winter schon mal quasi nicht bei uns. Das ist also eine saisonale Volatilität. Dann haben wir noch eine Alternance daran nicht. An das Phänomen von den Wolken, dass wir hier eine dägliche Volatilität tun und auch keine Prävisibilität tun bei der Solarenergie. Zweites Beispiel, die Windenergie. Schmengen das ganz einfach, wenn keine Wand ist, dann geht doch keine Energie, kein Strom produziert. Das ganz der Fall. In Deutschland bis zu 40% haben wir da Windflaute. Wenn keine Wand ist, dann ist die Produktion ganz einfach von einer Wandanlage null. Auch auf den Küsten bläst dax keine Wand, auch für viele Leute teilst du Mengen, das ist aber nicht. Sodass auch dort Wandanlagen, also die Offshore-Wandanlagen, nicht unbedingt Lösung sind. Da kennen die Mengen, dass man einem breiten Stromnetz durch ganz Europa das ja nicht klappen, weil irgendwo immer ein bisschen Wand, das ist aber auch nicht so. Wir haben in Europa oft eine Situation von einem Wiedersystem, von einer Wiederlage, die über ganz Europa selbst das und das heißt, wenn wir in Lützeburg keine Wand tun, da können doch gut gerne für, dass wir ganz Westeuropa, das sogar ganz Europa, kein oder wenig Wand tun. Da kennt ihr ja nach naiv so, wir können Strom speichern, wir müssen auch feiern. Mir auch das geht leider ganz wenig. Wir verbrauchen hier im Land nämlich 6,5 Terawattstunden. Das gibt ausmachen, also das die Jahresverbrauch von längst Strom. Die Energie sind 50 Terawattstunden, falls das so der Notkunde Strom. Mit 6,5 Terawattstunden, das sind 1300 Pumpspeicherkraftwerke wie zu feiern. Wir haben feiern. Auch für eine kurze Zeit bräuchten wir also 40 Mal feiern, für auf der sicheren Seite zu sein an dem Fall. Batterien, die das dort könnte leisten, gibt es leider kein Wasserstoff. Sie auch noch lang weg von einer Lesung speichern, also unmöglich, mittelfristig auch. Außerdem werde ich noch proper erklärt tun, da gibt es eine logisch zentral froh, Herr Minister, wo können dann zukünftig Strom hier, wenn am kahle Wand, da während der Purdech durch Europa keine Wand ist, kein Sonne ist, wenn also Solarenergie, Wandenergie während dich ausfallen, wo könnte Strom dann hier? Ich erinnere aber noch schnell drohen, ein Ausgleich mit anderen Ländern ist oft nicht möglich, als Speichermöglichkeiten gibt es nicht. Und ich will auch darauf aufmerksam machen, dass sie trotzdem ein Risiko hat von einem Blackout und da man nicht einen kurzen Stromausfall von ein paar Stunden, wir schwätzen von eventuell Purdech. Und was gerade in dieser Zeit von der Digitalisierung und Elektrifizierung gibt extrem schlimme Konsequenzen. Und ich will nicht in Detail gehen, ich kann sich schon mal ausmalen, was wir, wenn ein 3D einen großen Teil kein Strom wird. Wie können wir so Blackout verhindern? Kontinu von den volatilen Energiequellen, die soll benutzt gehen, immer mehr. Aber wo soll der Strom hier kommen, wenn Solar an der Wand nicht da ist? Merci. Merci vielmals, Herr Kolb. Die Regierung hat Wort.
den Herr Energieminister Claude Turmes. Gute Mittag. Ich wollte für dich den zwei neuen Deputierten gratulieren und ihnen noch eine schöne Zeit wünschen. Merci auch dem Herrn Keup für die Frage. Mit dem Widerspruch, den da probiert durchzustellen zwischen schnell auf Richtung 100% erneuerbare Energien und gleichzeitig eng ball 100% sicher Stromversorgung, die Widerspruch gëdet. Es gibt zwei Länder, die das haut schon weisen, Portugal und Dänemark, waren zwei Länder, die nach 15 Jahren ball ausschließlich ganz große Kraftwerke hatten, an die Haut schon zu 50–60% verschieden 100% erneuerbare Energien haben. An Dänemark und Portugal sind an Europa quasi bei denen, die ganz, ganz viel sind, die haben einen ganz, ganz niedrigen Stromausfall, technisch gesagt LOLE, also Load oder Load Loss ausgedrückt. Und die zwei Länder weisen eigentlich schon haut, wie das System von Meeren ausgesagt. Und das ist auch eine komplett falsche Durchstellung für zu sagen, zum Beispiel Solarenergie, das wird nicht prävisibel. Dabei, wenn ihr das seht, dann ignoriert den komplett, dass es unwahrscheinlich sophistikiert Software gibt, die Meteo ob dich und dann natürlich noch ob 4 Stunden, 5 Minuten voraus so ich habe mich auch schon an der Zeit, wo ich am Europaparlament immer systematisch durchgesetzt habe, dafür zu sagen, das falsch zu behaupten, erneuerbare Energien, die wären volatil, sie sind variabel und sie sind prävisibel variabel. Und weil sie prävisibel variabel sind, kann das Stromsystem an Europa eben sich auch ganz gut darüber erstellen. Für auf Lützeburg zurückzukommen, Stromversorgungssicherheit ist am Moment ganz hoch, wird auch in Zukunft ganz hoch bleiben. Das bringt wir fertig, dadurch, dass wir eine Nationalpolitik haben von der Stromversorgungssicherheit, mehr dass wir aber auch eigentlich am Herz sind von einem von den best organisierten Strommarschen, die es auf der Welt gibt. An europäische Strommarché, vor allem die westeuropäische Strommarché, als meilenweit besser organisiert, wie zum Beispiel den amerikanischen Stromsystem, weil das amerikanische Stromsystem nicht gut verbunden ist zwischen Texas und zum Beispiel den Notbeschländern. Und das war auch der Grund, unter anderem, für was Texas den Blackout kannt wird, diese Wand. Was machen wir heute zu Lützeburg? Das echt als konsequenten Klimaschutz, wir setzen Schritt für Schritt so schnell wie möglich den Plan Energie-Klima die hat mitgekriegt, dass wir bei der Solarenergie von 5 Megawatt bis in die Laststreife, also für 15, 16, 17 hat man 5 Megawatt Solarenergie, heute sind wir 5-mal mehr hoch, sogar am Covid-Jahr, wir kommen noch gut 4 bei der Wandenergie. Und dann möchte Kreos, die für als Transportreise zuständig ist, investiert massiv an Intelligenz. An von den wichtigsten Sachen ist, dass man quasi an all größeren Trafo quasi kleine Computer dran kriegen, was ihnen nicht ermöglicht, für das ganze Lützeburger Stromsystem ganz präzise und zu allen Momenten zu überwachen und eben noch zu steuern. Das dritte, was wir machen, für eben noch der Polemik, die nicht nötig ist, rund um die Elektromobilität, für einfach zu weisen, dass wir das komplett am Griff haben. Wir haben ein Subventionsprogramm heute zu Lützeburg für Wallboxen und wir subventionieren extra hoch intelligent Wallboxen. Für was wollen wir natürlich wollen, dass am Keller von einer Residenz nicht 2 Elektroautos stehen, 15, 20, 30, und die können dann Matten nehmen an der Nuchtlöde, weil
die Engbohn mit der einer schwätzt, an dem das System immer intelligent steuern kann. Und dadurch kann ich alles optimieren am Keller, an Bausen, am System. Mir den das eigentlich nicht. Wir leben am Zeitalter von der IT, von den Computern, und dafür als eben die Möglichkeiten, die wir haben, von den erneuerbaren Energien, Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Solaranlagen, Wandanlagen, für die zu kombinieren, und auf der anderen Seite Tausenden, Zehntausenden, Millionen Elektroautos, Wärmepumpen, das ist alles von der Technik hier über Software ist das möglich. Das ist Lützeburg. Und dann ist es natürlich so, dass man verstehen, wenn wir eine Insel wären, da wäre es viel mehr schwer, für schnell auf 100% erneuerbare Energien zu gehen, weil da müssen wir selber zu allen Momenten den Backup organisieren. Wir sind am Herz von der, ich stelle mal wir sind am Herz von best organisierten und eng von der größten Strommarché von der Welt. Ich meine, das ist so vielleicht nicht genug bekannt als Lützburg. Wir sind jeweils auch Herz von dem best organisierten Stromsystem. Als Lützeburg als irgendwo ein Bürosgebäude an der Stadt sitzt ein Joint Allocation Office. Das sind die Leute, die zu allen Momenten die Reservationen machen, was von Deutschland oder Frankreich Strom fließt, was von der Belgien an Holland Strom fließt, was von Deutschland an Lützeburg Strom fließt. Das heißt, von Lützeburg aus gibt mit sophistikierte Computermodellen das ganze Stromsystem an Westeuropa organisiert. Das ist ein Merit von Jean-Lo Krickel und auch von Etienne Schneider, die dafür gesorgt haben, dass das Herzstück als der Motor, von den Motoren von der Optimierung vom Strommarché von Westeuropa heute zu Lützburg ist. Und es sind immens hoffentlich, dass wir die heute zu Lützburg haben. Das ändert, was auch weist, dass wir eine wichtige Rolle spielen, als es gibt die wichtigsten Strompartner sind natürlich nicht Bulgarien und Portugal, wir sind Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland und dann bis rüber an Dänemark. Und das ist ein Zusammenschluss, den heißt Pentalateral Forum, das waren am Anfang 5 Länder, sind da nur 7. An dem Forum von unseren Stromnoperen gibt es 3 Arbeitsgruppen. Und wir als Lützeburg, wir präsidieren mit der Belgien zusammen den Arbeitsgruppe Stromversorgungssicherheit. Und mein Energiekommissar, den Simeon Hackspiel, schafft an diesem Moment rund, für dass wir da an noch eine bessere Organisation kommen. Es gibt eine europäische Direktive, oder nicht ein europäisches Reglement von 2019 über die Stromversorgungssicherheit. Und die zwingt nicht nur ein Land national das noch besser hinzukriegen, mit zwingt auch für die Stücke Noperen unter den am Stromsystem mehr eng zusammen zu schaffen, an das Gütelo darum geschafft, für ein Protokoll zu kriegen, ein verbindliches Stück, also Vertrag, wo all die Länder rund um Lützeburg mit uns sich verpflichten dazu, für ihn dem anderen zu helfen, wann dann ein Not ist. Wir spielen da, wie gesagt, wir sind da von den Motoren davon. Gut, ich habe das probiert, Graph an einen einfachen wieder zu erklären. Du hast drin seitenweise Dokumente. Zum Beispiel, für was kann ich behaupten, dass wir Karten können aufschalten, ohne dass Versorgungssicherheit auf Frage gestellt wird. Mit das fällt auf EU-Niveau ein Dokument gibt, das heißt Midterm Adequacy, Report Adequacy, das heißt, dass zu allen Momenten immer den Equilibrium da ist zwischen Stromproduktion und Stromdemand. Und für uns noch mehr wichtig, gibt im Niveau von unseren nordischen Ländern Pentalateral den Generation Adequacy Assessment, und die weist, dass auch wenn wir Karten aufschalten, 2025, 2030, 2035, dass noch immer genug Strom da ist, und dass auch die Schwingungen an dem Stromsystem stabil sind. An der Tisch sind eine ganze Reihe Berichte sind da. Wir machen auch aufgrund von dem europäischen Reglement ein Lützeburger Risk Preparedness Plan. Weil
et keinen Sinn möchte, dass Lützeburg in Egenen hört und dann Deutschland in Egenen, Frankreich in Egenen, Belgien, Holland, gehen die Pläne, die sind im Moment Graf geschrieben an Silo an einer Konsultationsphase für eben die Lützeburger Stromversorgungspolitik mit der Belgischen, mit der Französischen, mit der Benelux aufzugleichen, für das wir ein System haben, den optimiert ist unter den Nähen. Und wenn das Dokument bis fertig ist, komme ich auch gerne an die Chamber mit meinen Experten für das vorzustellen. Das ist auch so, dass der Kommissar à l'Energie alle 2 Jahre einen detaillierten Bericht schreibt, auch schreiben muss, für eben zu weisen, wie die Situation heute zu Lützeburg ist. Und dann ist es natürlich so, dass Kreos als nationaler Betreiber von den Hochspannungsleitungen eine überragende Rolle an dem Ganzen hat. Wir haben zum Beispiel an der Covid-Zeiten hatten sie ein extra Protokoll für ihre Leute eben zu Beetebusch, wo sie das System für das Land steuern, für das da immer separate Kippe wären, für das wir da gut kein Risiko angegangen sind. Und Kreos hat auch einen neuen Bericht gemäß Szenario Report 2040, wo man, nachdem dass wir den Energie- und Klimaplan gemacht haben, nachher haben sie ihre Computer durchschlafen lassen und gesagt, okay, wann muss man zu Lützeburg ölige Gasheizung ersetzen durch moderne Wärmepumpen? Wann wir Diesel an einer fossilen Autos ersetzen durch Elektroautos? Was heißt das auf das System Lützeburg? Und da ist alles so dokumentiert. Und das weist eben auch, dass als Politik an dem Bereich robust ist. Vielleicht noch vielleicht ein Detail an dem Ganzen, die Winterflaute. Gut, ich meine, du gibst dann Heinz, du kommen so Artikeln. Was wir machen, und sind auch selber ein bisschen unter Front, die Frage, die ich stelle, also wir haben die nächsten 10, 15 Jahre wirklich gut kein Problem. Für was? Weil wir zwar Gas, weil wir zwar Kohlen- oder Atomkraftwerke, die sowieso nicht viel helfen, weil die nicht schnell sind, und das kein gutes Kompliment ist für die schnell erneuerbaren Energien, die kommen aus dem System raus. Aber wir werden bis 2030, 2035 ganz viel, ganz schnell Gaskraftwerke in Europa haben. Und die sprangen dann nun, die können an 10, 15 Minuten sind die von 0 auf 100 und dann liefern die Strom. Und wir haben der wirklich überall in Europa Strom. Wir haben auch ein super gut ausgebautes Gasnetz, was viel, viel besser auch am Winter aufgesichert ist, wie zum Beispiel das an Texas. Und dafür haben wir also wirklich an der Perspektive 2030. Herr Minister, auch dir musst du denken, für zum Schluss zu kommen. Ich sehe, wie mein Viergänger auch an der letzten Linie dort. Das heißt, wir haben bis dahin und dann, und das ist auch der Grund, für was wir auf Wasserstoff schaffen, was wahrscheinlich geschehen wird, ist, dass zu Rotterdam, zu Hamburg, auf andere Küstenplätzen, wo ganz, ganz große Quantitäten Strom aus großen Wandanlagen könnt, da werden auch Elektrolyseuren abgebaut gehen. Und weil wir an der Nordsee zum Beispiel große Gaskavernen haben, die idle sind, können wir da Wasserstoff stockieren. Und dann können wir nach 2035 Gaskraftwerke, die wir dann auch für auf Null zu kommen beim Klima, müssen raus aus dem System kriegen, da kann Wasserstoff durchkommen. Und ich meine, dass die Vision robust ist und dass dafür eben noch ganz Europa in die dritte Richtung geht. Ist so nicht viel was. Merci. Merci, der Energieminister Claude Turmes.